Der Jona war ein Prophet. Der Prophet hat Gottes Willen für die Menschen verkünden. Eines Tages hat Gott dem Jona gesagt, er soll nach Ninive reisen. Er soll den Leuten dort sagen, dass Gott an ihrer Bosheit nicht Freude hat und sie sollen von ihrem falschen Weg umkehren. Was? Nach Ninive? Die Leute dort sind ja so böse. Und ausgerechnet ich soll zu denen gehen. Nein, Gott, da kannst du einen anderen fragen. Ich gehe auf das nächste Schiff und segle in die andere Richtung. Ja, der Jona hat nicht gefolgt und ist davon gelaufen. Er hat Angst gehabt, den Leuten von Ninive Gottes Wort zu sagen. So ist er auf ein Schiff geflüchtet, das ihn weit, weit weg von die Heime bringen soll. Als er auf dem Schiff mitten im Meer war, ist auf einmal ein gewaltiger Sturm aufgekommen. Nein, jetzt ist Wasser im Schiff von dieser hohen Welle. Wenn das so weitergeht, dann sinken wir gleich. Ich habe noch nie so einen schlimmen Sturm erlebt. Was machen wir? Müssen wir anfangen, unsere Vorräte rausschiessen? Aber dann verdursten wir auf unserer langen Reise. Das ist auch nicht besser. Das ist zum Verzweifeln. Noch nie habe ich das Wasser auf so böse Art erlebt. Warum stürmt es überhaupt dieser Weg? Der Sturm, der ist ja wie aus dem Nichts gekommen. Hey Matrosen, hört mir zu. Ich weiss, wieso das dieser Weg stürmt. Was, Jona? Segel! Ja, ich bin die schuld an diesem Sturm. Gott hat mir befohlen, nach Ninive zu gehen. Das wollte ich nicht und bin mit dem Schiff auf und davon. Ich glaube, Gott hat etwas dagegen. Er hat diesen Sturm geschickt. Darum schiesst mich aus dem Schiff. Was? Sicher nicht! Der Jona war überzeugt, dass die Männer ihn ins Meer schiessen sollen. Nach dem Hin und Her mit dem Jona haben sie ihn wirklich über Bord geschossen. Kaum ist der Jona im Wasser verschwunden, hat sich der Sturm tatsächlich gelegt. Und das Wasser ist wieder ganz ruhig geworden. Die Matrosen haben gestaunt und haben gesehen, wie mächtig das der Gott ist. Unglaublich. Das ist ja gar nicht möglich, dass sich so ein heftiger Sturm so schnell wieder beruhigt. Der Gott vom Jona ist wirklich ganz stark. Ja, du hast recht. Aber was passiert jetzt mit dem armen Mann, dem Jona, den wir ins Meer rausgeschossen haben? Ja, wie ist es denn dem Jona im Wasser ergangen? Ist er ertrunken? Nein, Gott hat den Jona nicht vergessen. Er hat einen riesengroßen Fisch geschickt. Der Fisch hat das Maul weit aufgesperrt und hat den Jona verschluckt, ohne ihn zu verletzen. Kannst du dir so einen Fisch vorstellen? Der Fisch kann sein Maul so weit auftun, dass du gerade mit dem Velo reinfräsen kannst, ohne mit dem Kopf anzukommen. Wenn der Fisch fressen will, schwimmt er einfach mit offenem Maul durchs Meer und schluckt, was ihm gerade in die Quere kommt. Ist echt das ein Blauwal? Oder ein Riesenmauhai? Oder vielleicht ein Buckelwal? 3 ganze Tage und Nächte lang war der Jona in diesem stinkenden Fischbauch. Er hatte darum auch 3 Tage und Nächte Zeit gehabt, sich zu überlegen, ob er Gott doch folgen will oder nicht. So hat er mit Gott angefangen zu reden. Gott, ich bin mitten in den tosenden Wellen. Ich habe schon gedacht, ich muss in diesem Wasser sterben. Seegras hat sich um meinen Kopf geschlungen. Ich bin schon fast am Meeresgrund angekommen. Aber du, Gott, hast mich gerettet. Schon als ich alle Hoffnung aufgegeben habe, bist du gekommen und hast mir geholfen. Einen Fisch hast du mir geschickt. Du rettest und gibst eine neue Chance. Hier, mitten in diesem stinkenden und tropfenden Bauch von diesem Fisch, bete ich zu dir. Ich will mein Versprechen einlösen. Ich gehe zu diesen Menschen in Ninive. Nur du kannst retten. Das habe ich an meinem eigenen Leib erfahren. Lass mich aus diesem Fisch raus. Gönn mir eine Dusche. Und dann gehe ich auf Ninive. Nach dem Gebet hat Gott am Fisch befohlen, den Jona ganz nach am Land wieder rauszuspähen.
Der Jona war so froh, wieder mal frische Luft zu schmecken. Ah, frische Luft. Gott sei Dank. Ich lebe. Endlich draussen aus dem Stinkfisch. Jetzt löse ich mein Versprechen ein und gehe auf Ninive. Der Jona hat aus dieser Geschichte noch etwas gelernt. Nämlich, dass Gott alle Menschen gerne hat. Sogar die in Ninive, die so viele schlimme Fehler gemacht haben zu dieser Zeit. Gott hat dem Jona eine zweite Chance gegeben, seinem Auftrag zu folgen. Als die Menschen in Ninive die Botschaft, die Jona ihnen von Gott gebracht hat, gehört, haben sie ihre Fehler sehr bereut und ihr Leben angefangen zu ändern.